Morgen, meine Damen und Herren, guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich, wenn du mit mir heute auch aufgestanden bist zum vierten Mal bereits, wo wir uns mit den Psalmen beschäftigen und zusammen worshipen und den Tag starten, damit Gott anzubeten. Da freue ich mich richtig drauf. Gestern hatten wir ein bisschen eine schwere Kategorie, das waren die Klagepsalmen. Ich hoffe, das hat dir so ein bisschen geholfen. Ich ermutige dich nochmals, das wirklich in deinen Alltag mit Gott zu integrieren und zu lernen, bei ihm zu klagen. Manchmal sind wir ja sehr gut damit, mindestens wir Schweizer und ich denke auch die Deutschen und Österreicher, wir sind sehr gut darin zu klagen und zu jammern bei anderen. Vielleicht können wir auch bei Gott lernen zu klagen, zu jammern, um von ihm eine neue Perspektive zu kriegen. Und genau darum geht es ein bisschen eigentlich heute, weil wir werden uns damit beschäftigen mit den Weisheitspsalmen. Der Titel heißt Klarheit finden, also eine neue Perspektive kriegen, Weisheitspsalmen. Weil das ist eine Kategorie, wo es darum geht, ja, wie leben wir unser Leben? Und was ist Weise? Es sind ein bisschen so Teaching-Psalmen. Und ich lese dir einen vor, wo der Psalmist Gott danach fragt, dass er ihm Weisheit schenkt. Du kannst das auch in der YouTube-Description nachlesen oder deine Bibel öffnen, Psalm 119, Vers 9, werde ich heute lesen. Herr, wie kann ein junger Mensch leben, ohne sich dabei schuldig zu machen, indem er sich nach deinem Wort richtet? Auch ich frage von ganzem Herzen nach dir. Lass mich doch nicht von dem Weg abkommen, den deine Gebote mir weisen. Tief präge ich mir dein Wort ein, damit ich nicht vor dir schuldig werde. Herr, dich will ich loben und preisen. Lehre mich, deine Ordnungen zu verstehen. Lehre mich, deine Ordnungen zu verstehen. Weißt du, die Welt funktioniert nach bestimmten Gesetzen. Also wenn du was fallen lässt, dann wird das Gesetz der Schwerkraft das Objekt auf die Erde fallen lassen. Und im Geistlichen ist es genau gleich. Gott hat gewisse Gesetzmäßigkeiten festgelegt. Nicht willkürlich nach dem Motto, das mache ich so, sondern er hat das so gemacht, wie es uns gut tut. Und wir Menschen funktionieren dann am besten, wenn wir in den Ordnungen von Gott laufen. Darum brauchen wir seine Weisheit. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil Gott, obwohl er klar spricht in der Bibel und auch durch den Heiligen Geist, habe ich manchmal das Gefühl, er will uns auf dem Weg was lernen und nicht einfach nur alles so wie ein Handbuch abgeben, so ist es alles klar, sondern durch Erfahrungen und durch auch dadurch, dass wir ihn suchen und ein bisschen in einer Spannung bleiben, lernen wir eben auch mega viel. Da habe ich auch einen Bibelvers mitgebracht aus Psalm 27, 14. Da steht, harre auf den Herrn oder warte auf den Herrn, sei stark, dein Herz fasse Mut und harre oder warte auf den Herrn. Das Wort harre heißt quava, wenn ich es richtig ausspreche. Und das heißt ein bisschen im Urtext warte. Und es ist eine Spannung drin, wie von einem Seil, das so ein bisschen gedreht und getwistet wird, bis es fast reißt. Also während dem Warten, sagt die Bibel uns hier mit diesem Bild, gibt es eine Spannung. Passiert's nicht? Wie lange dauert es noch, bis Gott das tut, was er uns versprochen hat? Und da kommt mir dieser Bilderrahmen in den Sinn, vielleicht kennst du das, da hat Leo darüber gesprochen, jetzt schon ein paar Mal in den Messages vom ICF am Sonntag und hat uns ermutigt, hey, was ist in eurem Rahmen, was ist da drin, auf was zielt ihr ab, was hat Gott für eine Sicht über eurem Leben, über deinem Leben. Und ich habe schon seit Jahren, weiß ich, über gewissen Teilen von meinem Leben ganz klar, was Gottes Sicht ist. Ich sehe es, ich weiß es, ich spüre es und ich laufe auch darin, dass ich ein Worshipper bin. Das weiß ich schon seit Jahrzehnten, dass ich Leute anleiten soll und führen soll in diese Richtung und Kirche bauen soll. Das weiß ich spüre das und darum mache ich es auch. Und darum kann ich auch Täler überwinden, was manchmal nicht so easy ist. Jetzt kommt aber etwas Interessantes, denn im Moment habe ich das Gefühl, Gott gibt mir auch so einen leeren Rahmen. Ich habe das Gefühl, es kommen neue Dinge, es kommt etwas Neues und ich sehe es nicht. Und seit Wochen frage ich Gott, was ist denn da drin? Und er spielt irgendwie Versteckis, sagen wir in der Schweiz mit mir. Nicht, dass er gemein ist, aber ich habe das Gefühl, er will mich auf was vorbereiten, aber er sagt mir nicht was, er sagt mir nicht wann, er sagt mir nicht so recht wie. Ganz, ganz langsam offenbart er mir vielleicht was anderes, was Neues. Das braucht mega viel Geduld. Einfach das Harre, das Quava,
warte auf den Herrn. Das ist der Moment, wie es sich anfühlt für mich, wenn ich über die Zukunft nachdenke. Ich sehe nicht so recht, ja, was ist in 5, in 10 Jahren. Und weißt du, wenn du lernst, mit Gott unterwegs zu sein, ist das mega mühsam, diesen Bilderrahmen, diesen leeren Rahmen auszuhalten, aber es ist auch mega entspannend, weil ich weiß wirklich zutiefst, Gott kommt dann schon und zur rechten Zeit wird er mir das Richtige zeigen. Und das baut meine Beziehung mit Gott. Und ich lade dich ein, heute auch in das einzustimmen, wenn wir zusammen diesen Song singen, New Heights, wo es darum geht, Gott, zieh mich hinauf auf diese neue Höhen, Heiliger Geist, und zeig mir, zieh mich näher zu Jesus und zeig mir das Herz des Vaters. Weil wenn wir Gott kennen und besser kennenlernen, dann können wir auch viel besser aushalten, wenn wir was mal nicht verstehen, nicht sehen, und wir können darauf warten, dass sich das erfüllt, was Gott uns verheißt und versprochen hat. God of kindness, God of mercy, you are so good to me. You're my comfort, you're my healer, mighty Savior. Take me to new heights, Holy Spirit. Draw me even closer to Jesus. Show me the heart of the Father. Show me the heart of the Father. Take me to new heights, Holy Spirit. Draw me even closer to Jesus. Show me the heart of the Father. Show me the heart of the Father. God of triumph, God of breakthrough, who could ever be? The more I know you, the more I love you, I will follow your lead. Wir singen das noch einmal. God of triumph, God of triumph, the God of breakthrough, God of breakthrough, who could ever compete? The more I know you, the more I know you, the more I love you, I will follow you. Take me to new heights, Holy Spirit. Draw me even closer to Jesus. Show me the heart of the Father. Show me the heart of the Father. Take me to new heights, Holy Spirit. Draw me even closer to Jesus. Show me the heart of the Father. Show me the heart of the Father. Show me your heart of the Father. Oh, if I have you, I am. Oh, if I have you, then I am everything I need. If I have you, I have it. Oh, if I have you, then I am everything I need. If I have you, I have it all. If I have you, then I am everything I need. If I have you, then I have it all. Oh, I will trust you, Lord. If I have you, then I am everything I need. Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're
stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Way to make miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way to make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 So, und jetzt lass uns eine Übung zusammen machen. Lass uns kurz einfach auf Gott hören und den Heiligen Geist. Ich werde jetzt den Heiligen Geist bitten, dass er in deine Situation hineinspricht, wo du Weisheit brauchst, wo du Führung brauchst. Die Bibel sagt auch, dass sein Wort ist wie eine Lampe, eine Leuchte, die dir den Weg weist. Und wenn du die Bibel liest, dann wirst du erkennen, was Gott von dir möchte. Und wenn du so ganz, ganz klare Führung für den Alltag brauchst, dann wird der Heilige Geist zu dir sprechen. Und jetzt bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du heute sprichst zu all diesen Personen, die das hören und die ihr Herz öffnen wollen, dass du ihnen Weisheit und Führung gibst für die Dinge, wo wir anstehen und nicht sehen, was als nächstes dran ist, was als nächstes kommt. Bitte ich dich um ein Wort der Erkenntnis für heute Morgen. Du kannst deine Augen schließen und einfach hören, was der Heilige Geist dir sagen möchte. Light in the darkness, my God, that is who you are. You are way made, miracle, promise keep. Light in the darkness, my God, that is who you are. Gott, wir sprechen dir unser Vertrauen aus heute Morgen und sagen, du regierst. Du weißt, was gut ist für mich und du kommst zum Ziel. Es ist mein Glaube. Ich halte dir mein Herz hin, ich halte dir jeden Bereich hin, wo ich keine Ahnung habe, wie es weitergehen soll. Und ich danke dir, dass du bereits da bist und ein Wunder vorbereitest. Das spreche ich aus im Glauben. Ich hänge mich dir an, ich vertraue dir mehr als mir selbst. Ich vertraue mehr deiner Treue als meiner Treue. Ich vertraue mehr auf deine Sicht als meine Sicht. Amen. So, hey, ich wünsche dir einen schönen Tag. Wenn du nichts gehört hast, sei nicht entmutigt, weil der Bibelvers sagt ja, harre auf den Herrn, warte auf den Herrn. Da steht nicht wie lange. Und ich glaube einfach ganz fest, dass Gott uns liebt und das Beste will für uns. Auch wenn es sich nicht immer genau gleich danach anfühlt, aber wir dürfen und müssen lernen, wenn wir wirklich unser Leben Gott hinhalten wollen und mit ihm gehen wollen, das auszuhalten und wir werden daran wachsen. So, I wish you a good day und wir sehen uns morgen wieder zum letzten Mal und dann werden wir uns mit einer bestimmten Kategorie befassen, einer speziellen Kategorie, die heißt die Königspsalmen und da geht es